Jede Gruppe bekommt einen Backen, bestehend eigentlich aus diesen Sachen. Ihr kriegt ein Lineal, einen Klebstoff und in den Backen sind 2 Blätter mit Buntpapier, dann sind 4 dünne Bogenpapier und 4 stärkere Kartons. Aufgabenstellung ist jetzt folgendes. So, ganz kurz. Die Aufgabenstellung lautet jetzt, ihr sollt innerhalb der einen Stunde euch überlegen, aus diesem Material einen Turm zu bauen, der nach folgenden Kriterien zu bauen ist. Ja, das machen schon einige und das fängt zum Rattern an. So. Das Kriterium ist folgendes. Der Turm soll möglichst hoch sein, erstes Kriterium. Er soll stabil stehen, das heißt, er soll am Schluss dieses Lineal oben tragen können, ohne dass er sich nach links, nach rechts oder nach unten verabschiedet. Ja, kein Schieferturm von dieser. Und er soll möglichst originell sein. Ja? Wie es das macht, ist Aufgabe des Teams. Willst du jetzt nur eine Platte geben oder willst du Wir brauchen ein Fundament studiert haben. Also ein eigenes Fundament oder Wir machen das so viel, wie du gesagt hast. Alle. 30 darf was sein. Das darf nur nicht länger sein. Also mit die Standfüße und so hoch sein. Ja, aber wenn wir da so haben. Das sind aber die Standfüße. Du musst jetzt das Ganze aufnehmen und so weiter. Hier neben einer größeren Plattform. Und dann Zylinder. Dann oben wieder kleiner, 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 kleiner und kleiner. Wir müssen nochmal lineal kaufen. Ja, erst. Okay. Kleber auspacken. Kleber auspacken. Das ist eine Idee. Jetzt musst du es mit irgendwas verbinden. Was bringt dir das? Machen wir dann Z3. Was bringt dir das? Z4. Na, das ist eigentlich das Ding, weil das braucht man reinbauen, oder? Mal mit reinfahren. Ja, so klebst du es nicht. Da fahren wir dann. So. Ja, und stell dir vor, das Gewicht wird immer schwer und dann. Ja. Was hab ich noch? Eben. Also nicht so viel Brocken für. Wir müssen nicht legen und weiterhauen. Wenn es gleich am Anfang zu groß ist, dann fangen wir mit dem kleinen an und dann wird es größer. Was ist schmaler gemacht? Das mit dem kennen wir nicht. Du musst extrem machen. Einen Braten. Ja. Und das darf nur so breit sein. Deshalb machen wir alles so klein. Dafür wird es auch höher. Nur müssen wir das in klein umsetzen. Ja, aber ich verstehe jetzt schon, aber geht es auch so, dass du das einfach so fahren tust. Und dann tust du es zusammenbieten. Ja, und du willst mal sagen, wie du da was dazwischen kriegst, reinpicken, damit das hält. Na, wenn du es einzeln machst, Ja, wenn du es einzeln in die Höhe ein bisschen, dann nimmst du beide, verklebst das. willst du das so aneinander bauen. Ist schon der nächste fertig? Allein wenn du das da dran hast, knickt das irgendwo rein. Es soll ja oben dann noch was liegen können. Ja, aber nicht nur auf einer Seite. Ja, eh nicht auf beiden halt, aber ist ja wurscht, das braucht nur einmal so einknicken. Auf allen 4 Seiten. Dann machen wir das mit, dann machen wir das. So, also der so. Ja. Zwei durch, aber das Problem ist nur, Seite nebeneinander. dass wir wollen so eine Tour machen. Ja, so geht's ja nicht. Nur wenn du Seite nebeneinander machst, dann noch eins und das da und dann mal so.
Genau. Aber auch mit Form, es ist nicht nur rund. Also auch viereckig. Also am Anfang viereckig. Dann ein rundes, dann wieder viereckig, dann wieder ein rundes viereckig. Dann machen wir alle irgendwie, weil das schaut ein bisschen komisch aus. Das ist mal das. Das haben wir ein bisschen. Das fällt weg. Ist das 20 cm? 21, so wird die hier. Ja, die kleinen da brauchen wir eh nicht. Ja, jetzt so. Wir müssen da. Die waren das dann da so aufgestellt. Wir müssen noch. Ja, immer weiter. Aber es ist nicht mehr gut. Kannst du zeichnen und schneiden? Niemand, so stellt man aus, verstehst? Kriegt man so, auf, das so wie er ausschaut. Und das biegt man so hin, verstehst? Und die Seiten biegt man so hin, das, verstehst du, was ich meine? Und das haltet dann, ja, verstehst? Ich finde das schon mal. Nein, in dem Pokal. So ja. Warum ist das Bild? Das kann nicht runtergedrückt werden? Aber schon, verstehst du, was ich meine? Schau mal. Aber es schaut blöd so aus. Verstehst du? Du stellst das aus. Warum schaut das blöd aus? Das ist moderne Kunst. Lass Geht's weg, warte mal, lass du nur aussehen. Eine Rede, ich will nicht. Schau, stell es dir aus. Das, in der Mitte ist dieser Strich, du faltest das, wie so ein L, verstehst du? Warte, L. Unterstützt das an. Orangen brauchen wir mehr, genau. Orange, warte, es kommt jetzt. Ja. Kommt die Lieferung. Hinten musst du da. Ich bin jetzt allein. Oder das spreche ich aus dem Fenster. Warum ich der beste Pädagoge? Genau, ich bin dann die Architektin. 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 Wenn du willst, Komm mal vor, in der Bastelklasse in der Bauschule. aber auf der Seite bist du irgendwie stabiler machen. Ja, was mach ich gerade so geil? Auf der Seite, das wird schon klar. Aber es ist gar nicht mal so schlecht. Von unten klein. Ja, das ist ja das. Ja, aber warte mal. Die Dinge waren noch da, es geht ja. Ja, das zuckt schon immer raus. Jetzt sagen wir bauen das hier. Kommst du ganz kurz? Deine Arbeit vor, oder eure Arbeit? Ja, also am Anfang wollten wir eigentlich eine Pyramide bauen. Aber es hat dann nicht funktioniert und dann ist ja auf die Idee gekommen, dass wir so einen Kreis nachmachen. So ist das entstanden und dann haben wir auch das Punkte eingezogen. Also ich würde sagen, von der Stabilität nicht so schlecht. Windsicher, sturmsicher ist es noch nicht. Aber das ist ja noch ausbaufähig. Ja, also wir wollten eigentlich was Originelles haben. Jeder hat seinen Beitrag dazu abgeliefert. Dann haben wir halt versucht, jeden Gedanken von jedem halt einzubauen. Und dann unsere Zukunft gut. Das heißt, Originalität, ja, schaut sehr originell aus. Das ist ein Gemeinschaftsprodukt, oder jemand gesagt, so machen wir es.
Kannst du vielleicht 2 Sätze zu deiner Arbeit sagen? Ja. Wie seid ihr drauf gekommen? Bitte, gerne. Ich habe mir gedacht, Bitte mal. ich habe mir gedacht, wir haben uns eigentlich was anderes vorgestellt, aber dann haben wir es umgehen, weil wir wollten einen erdbebensicheren Turm. Okay. Weil wenn es Erdbeben, also wenn ein Erdbeben gibt, wackelt dieser Turm nicht und so fällt das nicht in die Erde. Das ist ein guter Gedanke dahinter. Weil jetzt in Italien waren so viele Erdbeben, vielleicht habe ich schon in Österreich und deswegen haben wir uns sowas gedacht. B1, C2, A1, B3, Die meisten gehen 10 Minuten aussehen, ganz sicher sogar. B2. Ja. Du bist sehr, aber ich will so was Gewonnen, Was? Ja. Jeder schreibt sich, das ist uralt. Das ist ein ich wollte nicht mehr. Nummer 3! Reise machen, dann einfach nur aufstapeln. Und die Idee fand ich einerseits einfach und auch einfach zum Ausführen. Ja. Ja, also ich habe so empfunden, es war zwar ein Team da, aber so ein Leader oder so hat nicht wirklich gegeben, am ehesten noch der Stadler. Selber sagt aber nicht wirklich einen, der den Ton angibt und sagt, so, das machen wir jetzt, na, das ist eine scheiß Idee oder irgendwas. Eigentlich haben es alle 3 miteinander zusammengearbeitet. Ich glaube, der Stadler und der Güler eher mehr miteinander. Der Bütchen hat sich teilweise ein bisschen rausgeholfen. Ich finde die Idee eigentlich ziemlich gut. Eigentlich relativ, wenn man es so sieht, einfach zu machen. Die Idee muss man erst kommen, dass man es übereinander legt. Schaut halt gut aus, dass er eigentlich sagt, gut ausgeschaut, jetzt ist es ein Haufen. Ja, und sie waren halt alle ein Team. Da hat es eigentlich keinen Chef oder so. Und dann war zu Beginn wirklich ewige Ratlosigkeit, also wirklich so, da war viel Stille. Ich habe die Gruppe als sehr ruhig erlebt, sehr harmonisch, sehr ruhig, da gab es kein einziges böses Wort, da gab es keinen Streit, da gab es keinen Konflikt, das war sehr harmonisch, aber auch sehr still, weil am Anfang die Ratlosigkeit da war. Der Herr Stadler war für mich schon federführend, weil er wirklich analytisch nachgedacht hat, Problematiken, geht das nicht. Der Herr Tulcan hat da mitgetan, die beiden waren für mich die Ideenträger, soweit. Dann sind wir alle drauf die Idee gekommen, also, dass wir Streifen nehmen und zusammenrollen und dann noch eine nach 3, also eine Pyramide stapeln. So. Ja, die Idee war, also die Frage war, ob das auch haltet, das sind die Jahre. Ja, im Endeffekt hat es doch gehalten. Ein bisschen Zeit gebraucht gehabt, um endlich herauszufinden, was die richtige Idee ist dazu. Und ja, dann nach einer Zeit haben wir immer rumprobiert und dann gab es halt eine Lösung mit der Pyramide. Und der Tulcan hat es dann halt verbessert, kann man sagen, dass wir das dann stapeln. Und so ist halt das dann auch. Gut, Herr Güller, Ihr Resümee. Wir haben eine halbe Stunde, 40 Minuten nichts gemacht. dann hat Basti irgendeine Idee gefunden. Dann hat er gesagt, mach Kreise einfach. Ich wusste nicht, was ich mache. Ich habe Kreise gemacht, dann ist sowas rausgekommen. Gut, das hat die Lösung war eigentlich auch ein Zufallsprodukt in gewisser Art und Weise.